Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fuchs. Ja, Leute, diesmal zum Bundesligaspieltag 5 zu Hause gegen Werder Bremen. Ich gebe euch meine Einschätzung ab und zeige euch, wie ich aufstellen würde, den Bums. In letzter Zeit sind Winnie und ich ja gut beieinander, was die Aufstellung angeht. Mein Tipp wird 6 zu 0 sein. Ja, mag der ein oder andere jetzt ein bisschen hoch finden. Erst recht bedingt, dass wir Dienstag halt schon wieder Champions League spielen. Und wir vielleicht nicht, wenn das Dingen relativ schnell durch sein sollte, weiter Vollgas geben werden, kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz war das mein erstes Bauchgefühl und von daher werde ich den Tipp auch so in Tippspiel einhämmern. Und wer weiß, wenn der ein oder andere junge Spieler seine Chance bekommt, ich denke mal, zu Hause ist das dann alles auch nochmal ein bisschen einfacher. Und die vielleicht noch Hunger haben und Bock haben, wir werden es sehen. Na? Natürlich sollte man Bremen nicht unterschätzen. Ja, haben natürlich jetzt im letzten Spiel, glaube ich, was. Lasst mich mal kurz gucken. Haben sie ja einen auf den Dez gekriegt. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ansonsten haben sie ja auch schon das ein oder andere sehr gute Ergebnis geholt. Also so ein bisschen eine Wundertüte. Natürlich neuer Trainer, neues Konzept. Das muss man sich natürlich auch erstmal alles finden. So. Ist ja keine Frage. Bup, 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 bup. Alter, wie verseucht diese ganze. Ey, ich habe schon Adblocker drauf, ne? Ich bin gerade auf der Kicker-Seite und es ist trotzdem noch verseucht mit Werbung, Alter. Das ist so krank einfach. Junge, Junge, Junge. Ja, zu Hause 3-0 gegen Freiburg verloren, ist natürlich schon hart für Bremen. Davor haben sie 4-0 in Gladbach gewonnen, aber Gladbach ist jetzt auch nicht wirklich ein Gradmesser. Dann natürlich das 3-3 zu Hause gegen Leverkusen, das ist auf jeden Fall schon mal aller Ehren wert. Davor wieder 4-1 in Frankfurt verloren. Also, ich glaube, die Bremer sind jetzt nicht so defensiv sattelfest, dass wir da nicht irgendwie auch ein paar Tore schießen würden. Ansonsten, wir haben es ja gehört auf der PK, so versuchen mehr Offensivspiel, Kurzpassspiel durch die Mitte. Da könnte man uns schon wehtun. Aber ich hoffe einfach mal, dass der eine oder andere Spieler da ein bisschen Stabilität bringt. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch mal rein in die Aufstellung. Tor ist klar, Manuel Neuer, wobei man vielleicht sogar überlegen könnte, einen Ulle da mal reinzuwerfen. Weiß ich nicht, ob man das machen wird. Ich denke eher nicht. Das wird man dann aufs Pokalspiel ankommen lassen, sehr wahrscheinlich. Aber bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Von daher wäre es jetzt wahrscheinlich auch zu früh. Gut, also Manuel Neuer, unsere Innenverteidigung stellt sich ja auch von alleine aus, da Min-Jae noch angeschlagen ist. Wird heute mittrainieren, so wie Vinny sagte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, bei einem Training, dass er da eine ernsthafte Alternative für die Startaufstellung ist. Vor allem, weil man auch noch nicht weiß, wie fit er dann sein wird. Also von daher wird es Upa und Tar sein, die in der Innenverteidigung auflaufen. Außenverteidiger, ja, gut. Das ist auch eine Geschichte, die sich von alleine aufstellt. Ihr wisst, bei mir wäre Conny Leimer links. Aktuell ist es ja auch so. Und wenn ich einen Boe noch finde hier in der Auflistung, dann stelle ich ihn auch noch nach rechts. Perfekt. Also Vierer Abwehrreihe samt Torwart stellt sich von alleine auf. Ja, wir hätten noch, lass mich überlegen. Den Kiala, oder? Der wird wahrscheinlich auf der Bank sitzen oder nachrücken, könnte ich mir vorstellen. Wäre natürlich auch noch eine Alternative. Immer wenn er da war, hat er es auf jeden Fall ordentlich gemacht. Also mal abwarten. Ja, ansonsten trage ich hier mal Min-Jae ein als Alternative aktuell. Weil Kiala habe ich ja auch gar nicht zur Auswahl. Müsste ich dann selber mal hinzufügen. Ich suche immer Min-Jae anstatt Kim. Gut. Die Mitte würde ich mit Kimmich gestalten, weil er einfach wenig gespielt hat. Was heißt wenig, aber weniger gespielt hat im letzten Spiel und Goretzka mich so gar nicht überzeugt hat.
Pavlovic wirkte auch ein bisschen überspielt, meiner Meinung nach. Und von daher würde ich einen Tom Bischoff an die Seite stellen. Ja, ich denke, das wäre auch mal eine interessante Kombo, die beiden mal zu sehen. Alternativen haben wir da natürlich genug. Ja, das ist unsere Position, wo wir, wenn die 4 fit sind, genug Alternativen haben. Aber ich denke, Kimmich, Bischof wäre mal eine Geschichte, die man sich mal anschauen könnte. Und nochmal, Pavlovic hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt und Goretzka schon gar nicht. Gut, vorne kommen wir natürlich nicht um die beiden Spieler drumherum. Deswegen würde ich mit diesen auch starten, auch wenn Dienstag Champions League ist. Man muss sie keine 90 Minuten durchspielen lassen. Ja. Aber ich würde schon fühlen, mit den beiden zu starten. Genauso würde ich ja, mit den altbewährten starten. Ja, ich würde auch einen Diaz bringen, einfach auch von seiner Art und Weise. Und ich würde auch einen Serge bringen. Ja, weil er gerade Bock hat, weil er eine gute Form hat. Alternative natürlich, ich würde einen Harry Kane, ich denke mal so in der 60. Minute runternehmen, wenn bis dahin das Spiel auf jeden Fall safe ist. Ja, wir haben jetzt Dienstag auch keinen Brocken in der Champions League. Nichtsdestotrotz, ihr wisst es, sollte man eine gewisse Frische haben. Hinten ist natürlich sehr wild. Wenn Kiala dabei ist oder irgendein anderer junger Spieler, würde ich auch hinten dem einen oder anderen, der nicht so einen richtig fitten Eindruck macht, wie so ein Tar, vielleicht eine Pause geben. Michael würde ich auch in der 60. rum ersetzen durch Lennart Kahl. Zack. Und ein Gnabry ist natürlich auch immer ein Faktor, den man vielleicht nach der 60, in der 60. rausnehmen kann. Erstens, weil er sehr verletzungsanfällig ist. Und zweitens wirkt er so spätestens ab der 70. Minute auch immer komplett müde. Ja. Da muss man natürlich mal schauen. Wir haben natürlich noch den Winston Mike. Ja, dann kann natürlich auch ein Olisse in die Mitte oder ein Karl in die Mitte oder ein Diaz in die Mitte rücken. Wir können natürlich nicht alle auswechseln. Ja, wir haben auch nur 5 Auswechslungen. Sehr wahrscheinlich wird man sich eine aufheben bis zum Ende. Sehr wahrscheinlich wird es wieder ein Bischof treffen, weil er auch sehr viele Posis abdecken kann. Und entweder wird ein Pavlo auflaufen oder ein Leo neben Kimmich, denke ich. Ja, so wäre auf jeden Fall die Herangehensweise bei mir. Ich weiß nicht, wie es mit dem Guerrero aussieht. Ist für mich aber auch nicht wirklich eine Alternative. Was irgendwie, ja, na klar, als Einwechslung, um Conny Leimer vielleicht ein bisschen Spielzeit wegzunehmen oder sowas. Natürlich, gar keine Frage. Aber ansonsten ist das, was unsere Möglichkeiten sind. Ja. Ich denke aber auch, es wäre kein Problem, dass man sagt, der Zehner ist dann zum Beispiel ein Bischof oder ein Pavlo. Ja. Selbst ein Kimmich kannst du da hinstellen, tut der die ganze Zeit in dem Raum rum. Also auch das wäre eine Möglichkeit fürs spätere Spiel. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Startaufstellung. Wie gesagt, wenn der Bums durch ist an der 60., wenn es 3:0 stehen sollte, 3:1 stehen sollte, whatever, 2:0, ja, ich würde dann auf jeden Fall Harry Kane, hat ja letztes Spiel auch wieder durchgeackert, würde ich auf jeden Fall rausnehmen. Michael müsste man schauen, wie fit er ist. Ja, ansonsten wäre vielleicht auch Diaz eine Option, da der auch jedes Spiel bisher gemacht hat, den vielleicht auch mal ein bisschen Spielzeit wegzunehmen. Ja, wird man sehen. Optionen haben wir in der Offensive auf jeden Fall ein paar. Ja, natürlich mit Karl und Mike, 2 sehr junge. Dann haben wir nur noch Jackson, logisch. Aber das sind Optionen und die muss man auch ziehen. Ja, dafür hat man die Jungs mit. Genauso, ich weiß nicht, wie es aussieht mit dem Kiala, ob er dabei ist. Auch da hätte ich keine Kopfschmerzen, den Jungen da reinzuwerfen. Ja, und in der Zentrale, wie gesagt, haben wir eh 2 Optionen, wobei ein Goretzka auch immer noch eine Option wäre für einen Innenverteidiger. Von daher kann ich mir vielleicht auch vorstellen, wenn Kim wirklich nicht mit dabei ist im Kader, dass dann Leon vielleicht nicht in der Startelf steht und man sich in Leon aufhebt, um vielleicht dann einen Tah oder einen Opa ein bisschen eher zu erlösen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ein Goretzka aufläuft und dann in die Innenverteidigung reinrückt. Ist ja auch nicht das Problem. Wir werden es sehen. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Nichts Überraschendes, außer vielleicht, dass ein Bischof mal da aufläuft. Ansonsten stellt sich die Mannschaft gerade von selber auf. Natürlich kann man darüber reden, ob man ja vielleicht einen Diaz mal rauslässt.
und 'n Gnabry nach links schiebt, 'ne Olise in die Mitte und 'n Karl nach rechts, einfach um Diaz vielleicht mal 'n bisschen zu schonen. Ich weiß nicht, wie's mit Jackson aussieht. Über außen kann er ja eigentlich auch. Könnte man auch machen, Jackson da hinzustellen anstatt 'n Diaz. Das wären mit Sicherheit alles Möglichkeiten, aber ja, noch mal, man sollte die Bremer jetzt auch nicht unterschätzen und von daher würde ich erst mal volle Kapelle anfangen und dann kannst du ja, selbst zur Halbzeit kannst du schon, wenn's dann schon hoch stehen sollte, kannst du immer schon anfangen, 2 Spieler vorne auszutauschen. Also, ja, das wäre so meine Herangehensweise. Und damit, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus auf 'n schönes Spiel morgen. Wünsche euch schon mal 'n schönes Wochenende, ähm, auch wenn erst Donnerstag ist. In diesem Sinne, tschüssikowski. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.